Es gibt Neuigkeiten aus dem Gröön-Bohnenland. Das Flesner Revival. Zeitzeugen. Gerd Gauger. Heute sind wir zu Besuch bei Gerd Gauger oder auch Gerd Pert. Ja, der Hannes, da wäre ein. Hannes wäre ja Redakteur und die Leute haben ihn immer so ansehen als der Hannes von Buttermilk Tango und so weiter. Hannes kann ja viel mehr. Der hat auch ein Bild mehr Interessen. Und wenn er dann bei uns wäre, dann haben wir uns eigentlich wenig über seine Lieder und über seine Ostfriesenwitzen unterhalten. Das erste, was wir machen, den Ortiden. 1958 wäre Bill Haley in Ernst Merkhal in Hamburg. 6000 Verrückten. Das ging ne langs. Und als das Konzert fuhr gar nicht richtig an, da haben sie die Stollen und Banken all Dörner gehauen. Ich langs, ich bin per Anhalte hinfahren und Hannes als Redakteur musste da bleiben, bis zum bitteren Ende. Und wenn er dann hier in Ostfriesland ein Konzert hat und dann zumal nachts 12 Uhr klingelt hat, wer stund für der Hannes? Ein Lütchen Sköderl des Flögels. Aber der muss noch einfach ein paar Stücken haben. Und dann sitzen wir beide uns um Grund in mein Zimmer. Und dann spielen wir Jerry Lee Lewis und Bill Haley und Chuck Berry und Lou. Mein Oldschon kennen die Flow Bauhaus zu Beethooven. Und dann Hannes, ja, willst du noch? Und in Hamburg, Ernst Merkhal. Damit will ich bloß sagen, Hannes, das wäre nicht bloß der Buttermilk Tango. Hannes wäre voll interessiert an alles. Und ich habe für jede Ort Musik was über. Dann habe ich zum Beispiel meine Countryplatten. Hey, wusste genau, wel was Bluegrass und wel hier Emmylou Harris und der Kerneal spielte dem. Der spielte. Und dann kam mein Olschke Nachthemd noch unten. Also der hat bloß ein Duckchen ummockt und sagt, kann das nicht mal ein bisschen leiser, die Kinder müssen morgen zur Schule. Und Hannes, der nimmt dann in den Arm mit, nimmt mein Lütschke Annemie an den Dirk Bug und dann werden die beiden noch an Tanzen in mein Lütschke Zimmer, noch Chuck Berry, hier, Rollover Beethooven, mit mein Olschke Flucht nehmen. Also mit Hannes kannst du alles machen.